Oh, bonjour. Oh, comment La, Ah, Mademoiselle. ja, ehrlich gesagt, ich habe es gerade gemerkt, ich sehe so ein bisschen French, vaguely Du French. siehst Es ist very French aus, ja, ja, mit dem roten Strickschal, dem gestreiften Blüsli. es Oh ist so, la la, es ist wirklich, Chica. bonsoir, mon ami, Bonsoir, comment mes amis. Mua, mua, mua. wirklich, ja, es ist genau Jetzt so. müssen wir her, es wird nicht Weißt du, besser. so gerne würde mir jetzt total einbilden, weißt du, so Ah, quasi, oh, hast du gut geschlafen? Nein, ja, was, aha, natürlich, Französisch kann sie auch. No. es ist irgendwie so, nein, ich mache immer so, oh, Ich ja, mache vielleicht, ich nuschle einfach und sage einfach immer, oui, oui, ja, d'accord, ah, oui, ja, wir das haben beide funktioniert. den gleichen Trick, es ist Ja, super. ist der Hoi, was. Jenny, hoi. Hello. Sorry, jetzt ganz, ganz ruhig. Ich habe mit meiner Mami geredet und sie hat auch gesagt, also ich finde euch schon auch lustig, aber also ihr fallt einander ständig ins Wort. Und ich so, Mami, überleg mal schnell, das mache ich mit allen. Und sie so, du, das stimmt. Es ist, also weißt du, es kommt Das irgendwie ist, an. Ausser dass im Real Life tut es nicht allen einfach das Mikrofon abstellen, wenn ich irgendwie so reinschwätze. Just saying. Nein, aber ich weiss nicht, ob ich eine Januar-Depression habe, aber ich finde, es ist einfach so eine Kombination von, es ist mega kalt und ich ja. friere den ganzen Tag und ich habe einfach gemerkt, ich bin dann einfach limmer, ich nenne das so ein bisschen gätzig, so unterschwellig, einfach so ein bisschen hässig, so ein bisschen bödelt. Und ich glaube, das hat im Fall auch mit den Temperaturen zu tun. Weil wenn ich immer friere und Ja. ich mache so Kontrollen wie so bei den Babys, weißt du, dann finde ich immer so, wenn ich unleidig bin, dann finde ich immer so, es ist, weil ich kalt habe. Und dann muss ich meinen elektrischen Fußwärmer montieren und dann muss ich so Sophie-Scarves und so Zeug anlegen und dann geht's wieder. Das erinnert mich sehr an das Meme, aus unserem halbschlau Vollherz Instagram-Channel Stories postet haben, wo heißt, once the weather gets warmer, I'll be unstoppable. Unless it gets too warm, then I'll be stoppable again. Genau Wir so. haben wirklich einfach so ein 17 bis 22 Grad Fenster, Es ist oder? wirklich so. Und es ist das einfach irgendwie, weißt du, da sind wir einfach so bequem geworden. Aber weißt du, ich habe letzte Woche habe ich auf Hey Pretty einen Ja. Beitrag gemacht mit so, weißt du, alles Sachen so gegen Kälte. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, weißt du, ich bin so am Rummösern, dass es irgendwie so 1 Grad ist. Und das ist wirklich so, die Ja. Bandbreite von Wohlfühl ist bei mir im Fall wirklich so, ich würde sagen, so zwischen 10 und 20 ist tipptopp. Und alles andere finde ich einfach mühsam. Ich zitiere bei so Sachen immer die Kim Cattrall. Sie kennen wir ja alle, weil sie Samantha in Sex and the City gespielt hat. Und sie hat vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, und ich meine, I'm not enjoying myself sweaty or cold. Ja, es ist wirklich so. Ja, Alright, also das heisst irgendwie so nur smart words. Kaschmirpullover und so persönlicher Ventilator. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, ich bin so gespannt, wie wir das werden handeln da auf Ui, irgendwie aber halbschnell. persönlicher Ventilator, Kollegin hat eine, es ist Amerikanerin und ist aber da, weil ihr Mann Schweizer ist, und sie ist angezügelt. Und sie hat so einen Ventilator aus den USA heimgebracht. Weißt du, so die Necklace-Ventilatoren, die du so um den Hals legst und dann ist der, Ja. ja, Hey, ist voll Fan. es kann sein, dass wir im Juli einfach irgendwie, weißt du, so quasi die Shit, I schnell didn't abfüllen. buy. Es wird super. Aber eben, also ich meine, ich bin da irgendwie, weißt du, so quasi, das ist mein Homeoffice bei mir daheim. 4. Stock im Altbau. Ich weiss genau, also in 6 Monaten da rein ist es einfach da rein 33 Grad. Weißt du, so, es ist schon, also eben, also nein, wir machen jetzt kein Preview. Früher, jetzt ist Kalttag gesagt, wir werden wohlig darauf zurückschauen und sagen, weißt du noch, Genau. die 2 Grad. Sind Also, super. was ist jetzt für die trostlose Woche im Januar dein Shit, I didn't buy? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich recht zusammenreissen, weil ich habe eben auch verschiedene, weißt du, so, für verschiedene Jobs müssen Produkte suchen online. Und das ist ja ein spaßiger Teil von meinem Job, aber es ist auch recht gefährlich gewesen, weil ich habe mehrere Sachen gesehen, die ich einfach gefunden habe, so, damn! Und ich habe immer so, also ich habe so einen Interior-Post gemacht und dann wirklich müssen so Möbel suchen und so. Und es hat schon sehr viele lässige Sachen, aber Ja, alle, ich die habe letzte Woche reingelassen haben, das wäre auch zum Beispiel 80 $ Plastiksalatbesteck. genau, das habe ich also nicht, das habe ich immer noch nicht gekauft. Aber nein, und ich habe Good. eben, Zabig, ich mache nicht Doomscrolling, ich mache einfach nur noch so Du Konsumscrolling Shopping. vor dem Einschlafen. Und Mm. ich habe eine Influencerin, ich muss im Fall nachher nachschauen, wie sie heisst, aber mega noch coole, weil es ist ja, sorry, ich muss ein bisschen ausholen, weil also die ganze Plus-Size und Body-Positivity-Bewegung ist ja recht zusammengeschrumpft und es hat sehr, sehr viele Influencer, weißt du, so ein bisschen korpulente Frauen, Es die gibt gefunden nicht haben, mehr wirklich mach viel. Nein, es hat ja mal vor ja, es 4, gibt 5 nicht mehr Jahren viel. hat's Dutzende. Eben. Und das ist Mhm. halt wirklich auch so ein bisschen Ozempic, Wegovy und Co. Das einfach irgendwie findet, irgendwie, weißt du, so auch viele Fashion-Brands haben ihre Plus-Size-Linie verschmälert. Und ich habe jetzt eine Amerikanerin gefunden, eine Stylistin, die auch coole Tipps gibt, wo du weißt, so ein bisschen, weißt, quasi Brands, die man halt nicht so kennt. Sie Oh, hat eben in okay. ihren Stories hat sie einen Brand vorgestellt, wo ich wirklich
derart cool gefunden habe, weil ich bin schauen. Und zwar heisst die Marke heisst Selkie. Also Aber das sind S-E-L. die mit all diesen Rüscheli und Corsagen und Ja. so. Und die haben früh so Tüll-Explosionen von Kleidern, wo wirklich, ich meine, sorry, du musst halt ein Event haben, wo du das kannst anlegen kannst. Das ist nicht einfach, ich gehe schnell in die Migros. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass Ich Selkie meine, neben der kommt drauf Tüll-Explosion... an. Kommt drauf Ja, an. So, ich bin sowieso ein grosser Freund von Overdressing for Everything, finde ich total lustig. Und eben so, weißt du, so Pailletten im Alltag, finde ich, go for it. Aber ich bin dann auf dieser Selkie-Homepage und ich gefunden, ich habe jetzt wirklich wie nicht so einen Anlass, ich habe keine riesen Party oder irgendwie, weißt du, einen runden Geburtstag oder so. Aber sie hat einfach wirklich total coole Klamotten und ich habe mich hart verliebt dort in eine Winterjacke. Und zwar, es ist ein Puffer-Jacket, wo sowieso, okay. also das Puffer ist ganz in einem 3XL, weil ich meine, es ist so ein bisschen, weißt du, Daunenjacken sind sonst schon ziemlich gross. Aber sie haben so eine coole Puffer-Jacket, eine schwarze, die mega cool geschnitten ist und sie ist über und über mit Swarovski-Kristall. It's hard to explain, aber ich muss es wieder reinheben. Eben, das ist so ein Brand, die hat wirklich irgendwie so vom XS bis in das 3XL. Und es ist eigentlich so recht basic, aber ich finde sie einfach total cool und total tragbar. Und ich will ich finde jetzt so $350, finde ich jetzt nicht so, nein, es sind 305 $. Nein, es ist 203 $. Dollarkurs ist gut. Der Dollarkurs ist gut im Moment. Ja, Just aber saying. don't forget. Importat, nicht die Post. Nein, das ist wirklich, ich weiss, aber das wird noch so viel Zoll oben drauf geben. Also ich meine, da muss man vielleicht bei etwas, wo 283 Franken Also, kostet, musst du das ist jetzt einfach hypothetisch. Hypothetisch. Wohlgemerkt. Und ich wollte, no one of you smart asses coming for us. Das ist hypothetisch. Wir können die Jacke an ein deutsches Postfach schicken und dann die Jacke holen und selber keine Jacke mitnehmen und die dann einfach anlegen und im Auto heimfahren und dann bin ich noch schnell in DM, weil man braucht immer etwas aus dem DM. Man braucht immer etwas von DM. Immer. Interesting. Also einfach theoretisch, hypothetisch. Just say. Wir lassen das jetzt einfach ein bisschen köcherle. Also ich finde es traumhaft und es ist nicht ausgeschlossen. Also ich will jetzt bei diesen Sachen, die ich in Shit I Didn't Buy vorstelle, sind es wirklich, ich würde sagen, ich glaube, bis jetzt habe ich nur etwa 10% dann auch tatsächlich gekauft im Nachhinein. Und bei dieser Jacke ist die Gefahr jetzt gerade so ein bisschen gross, dass mich nimmt. Dass mich doch mal letzt. Aber ja, we shall see. Ich finde sie auf jeden Fall grossartig und für alle Plus-Size-Girls, die da irgendwie zuschauen, selkie.com. Cooles Zeug. Wirklich. Und auch irgendwie so, ich habe auch wirklich genug, auch bei normalen Sizes, ich kann es nicht mehr sehen, ich will keine beige Hose, ich will keine graue Trainerjacke, es ist wirklich, ich will Farbe, ich will Glam, ich will auffälligen Shit. Das ist mein Motto für 2026. Was ich einfach immer irgendwie so ein bisschen mein Drama ist, ich habe auch schon mal Selkie angeschaut und es hat schon so Single Pieces, die ich schon geil finde, muss ich sagen. Aber wo ich weiss, hey, ich könnte es never ever allein wie stylen. Weißt du, was ich meine? Alles, was ich kann jetzt, das muss ich nicht. Also klar, es wird noch besser aussehen, wenn man es stylen. Aber man kann es einfach so anlegen. Ja. Und bei Selkie habe ich aber wirklich das Gefühl, du müsstest es wie stylen. Also ich habe mal etwas angeschaut, schwarz, satten, so eine Corsage gewesen. Das war ja schon vor 20 Jahren mal mega im Trend gewesen. So Corsage über so Oxford-Shirts. Genau, die Corsages sind aber noch die, so die Bändel, die Gürtel, die die Strümpfe anklipsen. Und ich habe gefunden, okay, weißt du, mit so einer zerrissenen Boyfriend-Jeans. Okay, hear me out. Aber dann habe ich gefunden, ja, I would need a style. Ja, weil es muss, das ganze Outfit muss stimmen und dann ist die Frage, hast du Schuhe dazu? Was hast du für Accessoires? Hast du eine Jacke? Das ist immer so. Und ich finde es eben schon, das ist schon noch challenging. Und darum habe ich gemerkt, dass ich mit so auffälligen Styles schaffe ich viel, viel besser im Sommer. Weil dann ist es einfach manchmal einfach so ein geiles Kleid. Und dann musst du eigentlich nicht mehr viel machen. Nein, dann musst du nicht noch... Nein. Und die Winterschuhe machen es nicht kaputt und die Jacke auch nicht. Und ja, das stimmt. Ja, aber die Rhinestones. Ja, Rhinestones. Ich bin wirklich nicht der Rhinestone-Typ, aber ich finde, es ist wirklich... Spüre ich noch. Was hast du? Weißt du, ich sehe jetzt deinen Gesichtsausdruck. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist jetzt schon in einem Online-Shop noch irgendwie Zeug in den Körper hineinlegen. Ja, das wäre schon noch verlockend. Nein, ich weiß nicht. Wir sind vielleicht bald wirklich einfach auf einem Shopping-Ban. Das klingt jetzt hure Bushi, aber Shit I Didn't Buy ist this week
it's probably a house. Ja, einfach wirklich ernsthaft. Wir sind ja bei uns ein bisschen in einem Mietdisput mit unserer Verwaltung, wo einfach wirklich Huans sind, weil seit sie Badzimmer saniert haben, drückt der Nikotin und der THC-Gestank von der Nachbarswohnung über. It's very fun. Und sie finden einfach, nein, das ist kein baulicher Mangel. Und ich finde, ja, also vor Sanierung ist es gut gewesen, nach 5 Jahren ist es gut gewesen und dann sanieren und dann ist es nicht gut. Und sie finden das, sie ignorieren uns jetzt komplett und jetzt geht's vor die Schlichtungsbehörde. Ja, Okay. ja, sorry, es stinkt so rosig. Anyway, long story short, haben wir mal gefunden, Mietwohnungen ist sehr schwierig, da wo ich wohne. Und haben wir gefunden, ja, Hauspreise eigentlich auch. Jetzt ist aber, haben wir eins gesehen, ich kann das am Donnerstag anschauen. Ich weiss es nicht. Dann hat er gesagt, wir müssen wie schon so die Hausbesichtigungen gehen mit so einer Bankbestätigung, dass sie das schon würden wie finanzieren. Und ich fand, Okay. der nächste Schritt? Nein, wäre gut, wenn man das schon dabei hat in seinem Dossier, der Handelsregister, also weißt du, der Betreibungsregisterauszug während der Mietwohnung suchst, anscheinend. Ja, Ich muss sagen, ja, Entschuldigung, my first rodeo. Kein Mhm. Plan, was man da bräuchte. Und dann, ich weiss auch nicht, dann finde ich so viel Geld, das ist irgendwie völlig blöd. Also es ist ja eben, das sind ja quasi dann Beträge, wo du findest, irgendwie so, das ist ja wie so ein bisschen absurd. Ja, es ist so völlig absurd und du hast das Gefühl, es ist Monopoly, gell? Und dann Mhm. finde ich aber wieder, ja, hankerum, ob jetzt meine PK irgendwo liegt, wo sie irgendwie, weiss auch nicht, 100 Franken Sparzins bekommt pro Jahr oder ob sie in einer Mhm. Immobilie liegt. Ist wahrscheinlich die Immobilie schleuer? Also das auf jeden Fall. Alle, die ein bisschen Geld haben, also du musst es in Immobilien anlegen. Ich schwätze da irgendetwas, ich meine, ich wohne seit 28 Jahren in der gleichen Mietwohnung, wo ich auch mal ausgerechnet habe, dass ich auch schon über 500.000 gezahlt habe da. Was Ja. eigentlich auch crazy ist. Aber Ja, eben. nein, also wir haben dann auch gerechnet, wenn wir, dass unsere, ja, also das, was wir jetzt Miete zahlen, wenn wir das noch würden weiterhin dann einfach wie als Miete zahlen, dann würde das Hypo und schon Investitionen in neue Küche oder was auch immer, das würde das alles Mhm. völlig easy, locker, peasy decken, weil wir einfach so Schon. dermaßen behindert viel Miete zahlen. Es ist schon so. Aber ist es dann auch etwas, also ich meine, du gehst dir das jetzt anschauen, Ja. und muss es dann wirklich so ein bisschen, müsstest du dann schockverliebt sein? Weißt, musst du wirklich, hast du das Gefühl, du gehst dort hin und du musst wirklich sagen, mein Herz bricht, wenn ich nicht da wohnen darf? Ja. Ich weiss nicht, ob mein Herz nicht, also weiss ich das Gefühl, also in der Schweiz, ich habe jetzt einen Hate über, aber nein. Ich muss sicher dort hingehen und das Gefühl haben, das Haus hat it has good bones. Mhm, mhm. Es muss irgendwie gewisse Vibes haben. Und das ist, also weißt, es ist so ein altes Haus gebaut in den 50er. Ich meine, das ist ein ganz anderer Wohnstil gewesen. Das sind kleine Zimmer und so. Ich muss einfach wie das Gefühl haben, hey, da kann man etwas machen. Aber bist du auch eine, die Sachen kann machen? Nein, ich bin eine, die Sachen delegiert. Aber ich bin eine, die einen Bruder hat, der Maler Gipsermeister ist. Okay, also ja, das hat dann Potenzial. Ich dann einfach sagen, diese Wand muss weg. Die muss raus. Und da ist, es ist eine tragende Wand. Du Er ist sagst, von Elektro, egal. find eine Lösung. Sehr interessant. Also wir können jetzt, sorry, Ja. ich mache jetzt auch schnell ein bisschen Kisten auf, weil was mich eben Wunder nimmt, ich kann wieder, eben, wenn ich zu Abend online Sachen lese, Ja. ich habe ein Gespräch mit zwei gelesen. Aha. Die eine war Jennifer Aniston gewesen, und Sure. da hat sie ihn so Kann ich ernst, also persönlich. weißt, in einem Interview haben sie sie nicht gehabt von ihrer Wohnsituation und bla bla bla, als wäre es das Normalste auf der Welt. Hat gesagt, also in meinem einen Haus hat es einen Geist gehabt und er war einfach irgendwie so ein bisschen mühsam gewesen, aber dann habe ich gemerkt, er hat es mehr auf den Mitbewohner, irgendwie, weißt du, hat es nicht so gehabt mit meinem Mitbewohner, es hat nicht mit mir zu tun gehabt. Fair. Und ich weiss, haben wir schon mal über das geredet, dass Über ich Geister. irgendwann einmal über Geister, dass ich vor ein paar Nein, Jahren aber gemerkt habe, nicht. hey, und mach das einfach mal bei Freundinnen, die du kennst. Recht lustig. Wie weißt du, wenn du jemand sagst, hey, glaubst du, ich habe Geister? Und es geht im Fall überraschende Antworten. Und ich mehrere Freundinnen, die gesagt haben, ja klar. Und ich so, what? Und sie so, ja sicher. Also ich will da keinen Namen nennen, wir sind persönliche Geschichten. Eine, die gesagt hat, oh, ja klar. Und ich, weißt du, so, das ist ganz klar, als ich eingezogen bin, hat es einen alten Mann gehabt vom Estrich und ich habe einfach gesagt, er muss jetzt gehen, weil er mich genervt hat, und dann ist er gegangen. Weißt du, und ich so, what? Okay. Ja, also glaubst du an Geister, Steffi? Ich nicht. Ich glaube nicht an Geister. Ich glaube daran, dass es Leute gibt, die Geister können spüren. Das macht für mich Sinn, wenn du weißt, so quasi, dass du empfänglich bist dafür, Ja. dass es wirklich vielleicht irgendwie so quasi Seelen gibt, die irgendwann jetzt noch rum sind, weil sie noch irgendetwas zum Erledigen haben. Okay. Finde ich Ja. jetzt nicht völlig abwegig.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendwie so jetzt hinter mir 7 parat, die irgendwie, weißt, vielleicht mal in dem Haus gewohnt haben vor Ja. 150 Jahren. Ich weiß es nicht. Okay, ja, das macht Sinn, okay. Ja. Ja, How ich about weiß you? nicht. Ich glaube, ich gebe die tolle Antwort von, ich glaube nicht an Geister und ich wollte aber gleich nichts machen, um sie zu verärgern. Also ich Ja, wäre nein, weißt du, ich weiß nicht, da bin ich weiß nicht, ich habe mich meine Zeit in Irland geprägt, aber es gibt schon so Sachen und die Iren haben ja tausende so Sachen. Also weißt du, zum Beispiel, wenn du so einen Haarsträhl, also wirklich einen Strähl, nicht eine Bürste, einen Strähl, Mhm. noch mit irgendwo liegt, lang den einfach nicht an. Also Einfach ein nicht. Strahl, Komm, wirklich komm. Ja, einfach sein lassen. Nicht anlangen, einfach sein lassen. auch wenn es dein eigener ist, oder auch wenn es deiner ist, Ja, darfst du ihn schon wenn's anlangen. deiner ist nicht. Wenn du einfach so an der Straße läufst und dann liegt irgendwie da 'n Haarsträhl am Boden und denkst: «Oh, soll ich Okay, den interesting. fortrühren oder mitnehmen, weil's 'n hübscher ist?» Do not touch Habe it. ich noch nie gehört. Aber das ist dann Ja, eben so, das sind eben so Aberglauben. ja genau, Iren das ist halt einfach verwenden auch extrem an, spezifisch irisch, weil man ja, sagt, der gehört der Banshee und das ist ja. so 'n irischer Geist, wo man halt oft sieht, sich so die Haare strählen und, ja, das ist so 'ne Okay. Aber mythologische hast du jetzt, Figur. sorry, es artet jetzt völlig aus, weißt, Eins hast denn du schon mal so ein Erlebnis gehabt, wo du kannst sagen, ich habe etwas gesehen oder etwas gespürt und du einfach, weißt du, quasi, wo du findest, also mit der Logik kann man das nicht erklären. Ja, also, aber nicht mit Geistern, Okay. sondern und wahrscheinlich ist es ja total, Blödsinn, aber ich kann's wirklich nicht erklären. Was bin ich gsi? Ich bin vielleicht so 4. Es ist eine von meinen allerersten Erinnerungen. 4 oder Interesting. 5 oder so. Ich habe ähm, ich habe so von Fisher-Price habe ich so die Messlöffel gehabt. Ein violetter, 'n rot und ein weisser gsi und jeder ist kleiner als der andere und sie sind also untereinander mit Mhm. so einer mit am Ende so angeschraubt und dann hast du so also können aufdrehen. Ja. Das Mhm. weg also weißt du, so Measuring Ja, ja. Cup Art, oder? Aha. Von meiner Mhm. Küche. Und ich habe dann mit denen so 'n bisschen gespielt, ich habe die so aufgedrüllt und so und dann irgendwann wo ich den unten aufgedrüllt habe, der grosse Ding ein 5 Lieber gsi. Okay. Ich meine, ich habe kein Geld gehabt als Vierjährige. Aber das wäre ja mega cute, wenn das irgendwie deine Eltern oder I deine guess. Stepmom. Ja, ich weiss, aber anyone who knows my parents, that's Okay. Aber das wäre, also das ist einfach, und dann hast du den 5 lieber, ja, ist dann Bier gsi? ja, Ja, also ich hast kann du, ja, mhm. ich Wow. ich kann ja, ich kann dann das, meinen Eltern erzählen. Ich weiß nicht mehr, wie sie reagiert haben. Wahrscheinlich einfach, äh, gleichgültig und dann habe ich dem gesagt: «Habe ich da?» Interesting. Okay, Ja. aber das ist eine schöne Übrigens Erinnerung. Ein Kässeli, also die Fisher-Price habe ich nicht mehr, aber das Kleine, das ist eigentlich nicht ein richtiges Kässeli, so 'n Blechdösli. Das habe ich heute noch. Das ist cute. Und Ja, vielleicht es ist der 5 lieber noch, nein, der ist nicht mehr nein, das drin. ist nicht Okay. Aber keine Ahnung. das ist noch schön, also weißt du, wenn du sagst, etwas, das du nicht hast können erklären, aber es ist eine schöne Geschichte eigentlich. Ja, es ist 'ne mega schöne Geschichte. Ich weiss nicht, ich meine, vielleicht habe ich mal 'n 5 lieber gehabt und habe ihn aus lauter Dumme in den Ding nicht da, aber it makes no sense. Ja, das kann schon sein. Das finde ich cute. Ich Ja. finde es herzig. Wir nehmen es. Ziemlich. Okay. Nein, finde ich To super. Ghost Hunters with Jeffy Ja, and allerdings. Hey, du hast mir vorher nicht angedroht, aber du hast gesagt, du hast eine Am I the Asshole-Geschichte für die Yes, Folge, baby. wo ein bisschen, nicht pikant, aber was hast du gesagt? Du hast einen Ja, Ausdruck gehabt. was habe ich gesagt? Ich weiss es nicht mehr. Es ist einfach für Menschen wie uns, Zöliakie geplagte Menschen, vielleicht ein kleinen ein, ein, de ein ich weiss nicht, ein Hit oder Miss, ein Graben 'ne Grabendiskussion. Also jetzt wird es noch viel spannender. Also Ja, ja, ich bin, anyway. I Also, am very okay, interested. ich tauche ein. Der Me too. Subtitel, auf Reddit haben's genannt «The Milk Swap», also das Austauschen von Milch. Mhm. Also, du machst jetzt was. Also sie haben, es ist einer, der in einer WG lebt mit, 2 anderen Typen. Und sie tun alles teilen und, ja, also einfach alle Rechnungen und auch das Essen. Wissen wir Okay. schon, dort geht's in die Richtung, oder? Sie tun eigentlich auch haben eigentlich auch gut angewöhnt, dass sie immer alles anschreiben, wenn jemand etwas postet, dass er halt anschreibt, ist Jennys, Steffis und so weiter, ja? Mhm. Was ja total gut ist. Nur, unser Reddit-Schreiber schreibt dann: «Ja, ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, dass also der R von, sein Roomie, dass der mein Essen stellt.»
Also es hat einfach Okay. plötzlich hat's weniger Essen rum, obwohl ich das heimgebracht habe und er denkt immer alles an. Und was ihn am meisten stört, ist seine Mandelmilch. Er kauft immer grosse Mandelmilch und er kauft die Bio und so und die sind halt einfach teuer, wissen wir. Mhm. Und er schreibt die immer an und es sagt irgendwie ein Gallon. Ich meine, du weißt wahrscheinlich gerade aus dem Kopf, wie viel ein Gallon Milch ist. Es ist einfach hure viel. 3 Liter, einfach Hure. viel. Hure Ja. viel, oder? Ja. Und er kauft die und er macht vielleicht irgendwie einen Kaffee und dann sagt die die Woche leer. Also irgendwie shady. Und dann hat er ihn mal konfrontiert, weil er wüsste, der andere sagt nicht so einen Mandelmilch trinken. Dann hat er eben den anderen gefunden, hey, ich kann das sein, weißt du darfst, aber und der sagt, nein, natürlich nicht, wir haben ja ganz klare Regeln und er denke nie die Mandelmilch brauchen. Dann hat eben unser Reddit-Schreiber dann eine Idee gehabt. Und das nächste Mal, als die Mandelmilchpackung leer war, hat er normale Kuhmilch drin und hat sie wieder in den Kühlschrank gestellt. Mhm. Und als er dann das nächste Mal nach einem Wochenende so, nach dem Arbeiten heimgekommen ist, hat ihn der R, sein Mitbewohner, zusammengeschissen, dass er ja, weil er ja laktoseintolerant sei er jetzt gerade 40 Minuten auf der Scheisse gesessen, wegen dieser blöden Milch. Und ich, der Reddit-Schreiber, habe dann einfach geantwortet, aha, case in point. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich das völlig ausgeartet und er findet natürlich, das sei schon fast Körperverletzung. Und es ist jetzt total tense in dieser WG und eben, am I the asshole? Schöne Geschichte. Schöne Geschichte. Finde ich schon. Die, hey, einfach irgendwie so auf frischer Tat. Ja, schön. Also ich finde es ist schlau. Okay, nochmal, wir müssen schnell das Kistchen gleich rasch auftun, weil es irgendwie relevant ist. Jenny und ich haben beide eine von der, ich find sagen, recht mühsame Autoimmunkrankheit und dürfen kein Gluten essen. Die haben wir Und das ist jetzt schon das gegen die mit MS und so. Ja, wirklich. Aber es ist wirklich, es ist einfach irgendwie so, es ist einschränkend. Und wenn wir Gluten essen, also wir reagieren unterschiedlich darauf, aber es ist auf jeden Fall gesundheitsschädigend. Und eben, also in meinem Fall ist es auch so, dass ich wirklich auch recht instantly reagiere, wenn ich mal Gluten Human lutsche. Fountain. Having said that, es gibt natürlich Lebensmittelallergien, die wirklich lebensbedrohlich sind und das ist jetzt bei uns natürlich nicht. Ich finde in so einem Fall, finde ich jetzt bei ihm, also ich finde not the asshole, weil es ist einfach irgendwie dumm vom anderen. Sorry, also wenn es in einer Freundschaft oder in einer WG vertreibt es auch, wenn jemand sagt, hey, sorry, trinkst du meine Mandelmilch, dann gibt es nur eine Antwort. Ja, sorry, ich habe es vergessen zu posten. Ich stell dann einen geilen Mandelmilch wieder rein. Einfache Lösung. Oder aber dann einfach irgendwie so dumm lügen und sagen irgendwie so, nein, ich habe keinen genommen. Und ich finde das jetzt eine relativ harmlose Art, um es herauszufinden. Ich meine, eben, der hat ja nicht eine lebensbedrohliche Kuhmilchallergie, sondern er kommt einfach den Scheisser rüber. Und das ist ja schon unangenehm, aber eben, es wäre jetzt schlimmer, wenn es jetzt irgendwie, weißt du, so, ich habe auch schon so Stories gehört, wo sie mir gefunden haben, ich glaube dir nicht, dass du eine Erdnussallergie hast oder irgendetwas, weißt du, quasi Spital muss oder so, oder EpiPen-Level, weißt du, irgendwie so Sachen. Aber so finde ich es natürlich grossartig. Also, eben, also sein Mitbewohner wird das nie mehr machen, weil er wird ihm nie mehr vertrauen und sagen, ist das drin? Ja, also es ist eben wirklich interessant, am Reddit-Chat, es ist eigentlich schon recht ein klarer Tenor von «not the asshole». Mhm. Und ein paar Stimmen haben halt schon gefunden, so, ja, aber eben mit so Lebensmittelintoleranz und Allergie ist halt schon nicht so spassen. Es ist vielleicht halt so ein bisschen over the top. Aber ich finde eigentlich «not the asshole». Sorry, just no. Nein. Aber, und das ist vielleicht typisch USA, es hat dann doch auch so einen Lawyer-Subreddit gegeben, Ja. wo dann wirklich gefunden hat, allen Ernsts, es gäbe genug grounds for a lawsuit. Nein, ernsthaft jetzt? Ja, weil es ja im Prinzip eine vorsätzliche Körperverletzung, ja. Also, Körperverletzung weißt du, quasi willentlich und absichtlich. so. Und, also, wenn du einen guten Anwalt hast, anscheinend in den USA, kannst du, sagt das anscheinend durchaus grounds for a lawsuit. Okay. Then again, das ist wirklich, wir wissen es, fast alles grounds for a lawsuit. Aber von dem, also ja, ich finde das Wiederum jetzt wahr. eine lustige Geschichte und ich finde, sorry, es ist verdient. Weil ich meine, ich habe ja auch eine Art WG-Situation, einfach irgendwie mit meiner Tochter. Nein, aber es ist, nein, mich regt das auch auf. Weißt du, wenn du einfach etwas kaufst und du, also weißt eben, ich habe das auch. Unsere Situation ist, dass ich Post-its mache, wo steht Nick Nein oder Nein. Und wenn das steht, dann wissen die anderen in meinem Haushalt, dass sie das nicht essen dürfen, weil ich es wahrscheinlich brauche für eine Einladung oder so, wenn ich irgendetwas Spezielles koche. Aber die würden never ever, weißt du, so, wenn etwas angeschrieben ist, die würden das nicht nehmen. Nein, wenn es angeschrieben ist, nein. Also wirklich. Also anyway, ich finde es recht eine lustige Geschichte, Ja. muss ich ehrlich sagen. Ja, also. Sherlock Holmes. Ich finde es schön.
absolutely not the asshole. Okay, Und, gut. having said that, Mandelmilch, finde ich ganz Hey, schwierig. hey, ja, oh, das wäre doch auch noch schnell ein Subchapter. Welche Mandelersatz, also welche Ich stehe voll auf Reis-Mandelmilch. Und zwar explizit die Combo. Gibt es bei Migros und bei Coop. Und das finde ich die feinste. Weißt du, einfach irgendwie so, Ja. ist so quasi rein vom Ja. Geschmack, weil sie so Äh, ganz bisschen süß, aber ich habe auch wahnsinnig gerne Reis von dem her. Und sonst finde ich im Fall auch, Soja finde ich im Fall auch recht okay. Ja. Wenn sie nicht irgendwie so zu vanillig schmeckt. Oh Aber das habe nein, ich auch nein. Ich mag auch Soja, einfach ohne Zusatz, ohne Vanilla oder irgendetwas. gerne. Oder auch Zucker. Ich Ah, finde. Nein, Nein, aber ich das finde Mandelmilch ist manchmal so bitter. So wässrig und so bitter. Aber es gibt noch eine Schweizer Hafermilch-Brand, die glutenfrei ist, also wirklich zertifiziert. Ein Schweizer Brand. Ja, so eine Okay. ganz farbige, wüste Tetraverpackung. Okay. Mit so einem Bioladen. Ist auch nicht so ganz günstig, aber die finde ich im Fall auch noch recht okay. Alright. Gut. Also eben, es ist nicht alle mit Zöliakie vertragen auch Hafersachen, weil es muss Nein. glutenfreier Hafer sein, aber ich finde auch Hafermilch vom Geschmack her total fein, aber eben in der Regel kannst du es mit Zöliakie, darfst du es ja nicht trinken. Ja, Also also von eben dem her. die, wo, also das Problem ist ja dort auch, also wenn ich es vor allem jetzt richtig verstanden weil halt der Hafer in der gleichen Maschinerie produziert wird. Mit Nein, es Wänzen. ist im Fall die Felder. Es ist, weil der Hafer wird auf Felder gewonnen, wo, wie heisst es, so Wechselkultur ist. Das eine Jahr Weizen ist und im nächsten Jahr Hafer, das tust du irgendwie so abwechseln. Und darum nimmt der Hafer, hat dann nachher so gewisse Strains vom Also, Weizen. anyway, es gibt ein Schweizer Milch, wo das Zöliakie-Label hat und wenn sie das Label Okay. hat, dann ist sie safe. Dann funktioniert das. Finde ich gut. Ja, Also du musst mir das noch ich schicken, glaube, Welli. die hat ein Label. Oder? Weil ich meine, sonst... Für die, sorry, ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen Zöliakie-Gespräch, aber es Ja. ist, wenn etwas so eine durchgestrichene Ähre drauf hat, dann ist es wirklich geprüft, es wird Ja. kontrolliert, dass es Ja. glutenfrei ist. Genau. Und dann kann man Das glutenfrei heisst halt einfach, die Menge von Spuren darf nicht über eine gewisse Grenze sein. Genau. Weil es ist nie ganz glutenfrei. So. Ja, also Aber es ist irgendwie so 100% Ja, das heisst im garantiert. Fall Swiss Cereal Drink. Okay. Ich muss jetzt gerade mal anschauen. Von Sojana. Okay, muss ich mir gerade merken. Ich habe gemeint, die haben im Fall mal das Label gehabt. Oder haben sie Okay. das nicht mehr? Ja, das ist, ui, nein. Also, das wirklich, also, sie sieht schrecklich aus. Es ist wüst. Richtig schlimm. Wer hat die Verpackung gemacht? Ein Wrapper machen für die grusige Tetra-Verpackung. Wirklich. Sojana, wenn ihr uns hört, wirklich bitte. Hey, ich design sie euch gratis. Schau das an. Das sieht aus wie so ein Engel kann die Sojana, ich design sie euch gratis. Wirklich. Nein, es ist wirklich. Ja, bitte, meldet euch bitte bei der Jenny. Die kann das. Okay, aber fein ist sie. Hey, ich finde sie im Fall wirklich fein. Sie haben auch noch so eine Barista-Version. Und finde ich auch wirklich, wirklich gut. Okay. Aber ich bin jetzt wirklich verwirrt. Weil ich habe wirklich... Es hat vielleicht auch verschiedene Varianten. Es gibt vielleicht verschiedene Varianten. Sie haben auch wirklich ganz viele glutenfreie Sachen. Jetzt sind wir so ein bisschen auf der Pflanzenmilch. Ein Ja. Sidequest haben wir jetzt noch schnell eingebaut. We apologize. Es ist völlig okay. Aber weißt, es hat ja ganz viele Leute, die nicht Zöliakie haben und trotzdem Pflanzenmilch trinken aus verschiedenen Gründen. Es hat auch ganz viele andere Beweggründe, warum man so etwas Es ist so. Und Aber ja, ich finde aber, finde das Kuhmilch noch schmeckt schön, aber wahnsinnig nach Kuh. Oder ich bin ein totaler Omnivore und ich esse ganz viel Fleisch und so, also ganz viel, aber ich esse ordentlich Fleisch und ich finde einfach Milch, von allen Milchprodukten, ich finde Rahm cool und Butter und Käse und so, aber einfach Milch kuhlet einfach manchmal so, üterlet so. Ist das ein Wort? Es üterlet das Üterlet. It is now. Ja. It is now. Okay. Danke, merci vielmals, dass du das für uns abgeklärt hast. Ja, you're welcome. Gut. Thank you. Was müssen wir sonst noch gehört hast, liebe Steffi? Was haben wir so gehört diese Woche? Ich weiß auch nicht. Ich kann bin immer noch. Ich kann nicht mal sagen, es ist nicht ein Januar, aber es ist einfach so ein Januärlet. Wie es Üterle kann es auch einfach Januärle. Ich beides. Und ich glaube, ich habe dir die Geschichte noch nicht erzählt, aber das Einzige, was ich kann mit so, weißt so, eben, ich mache mir keine Neujahresvorsätze. Ich glaube, du auch nicht, aber, oder? Also, ich mache sie nicht zum Anfang vom Kalenderjahr. Das finde ich schlau. Und also auf die sind dann einfach irgendwann Drops sie. Nein, ich glaube sie, also ich nehme mir die vor mit so the first days of spring, dass ich dann also wirklich mit vollem Elan, wenn ich mich auch elanig
fühlen, das dann umsetzen kann. Weil jetzt fühle ich mich nicht alleinig. Jetzt fühle ich mich irgendwie, ich weiß auch nicht, Du bist so Cocooning vielleicht und sehr naturverbunden. Carbohydrates, das ist so. Du bist immer noch, deine Wurzeln sind im Winterschlaf und du Mhm. kommst dann mit den Narzissen und den, was immer, Schneeglöckli, die sollten eigentlich jetzt dann kommen. Aber es finde ich, es macht Sinn. Also ich habe das auch viel mehr, dass ich irgendwie finde, wie so, also ein Energieschub oder finde, hey, weißt du was, jetzt machen wir es, habe ich auch viel eher im April als irgendwie, weißt du, jetzt irgendwie so im elenden Jahr. Aber das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, was ich im Januar habe, wo ich wirklich finde, aber das hat viel mehr mit den Festtagen zu tun. Aber das ist einfach, finde ich, irgendwie so, weißt du, so, einfach, ich mache keine Diät, ich schaue nicht wirklich darauf, was ich esse, dass ich einfach finde, ich muss mich mehr bewegen, weil ich bin wirklich, I have a very sedentary lifestyle und ich sitze im Normalfall 7 Stunden pro Tag und bin am Schreiben. Und dort habe ich einfach manchmal so Crisis und finde, ich muss mich einfach mehr bewegen. Dort habe ich Weißt du, was jetzt wir wirklich können? so, Nehmen wir noch, sorry, jetzt gehe ich. was kommt Hey, jetzt, was kommt jetzt? das Warte, ich mag komme mich, tut mir leid. das klingt nach einem Listenthema. Ja, genau, das ist ein Thema. Nehmen wir unsere Sportsachen mit, wenn wir unser Spa-Ding machen. Absolutely not, bist du wahnsinnig. Ja. Ich möchte dich nicht in so einem meistens leicht smelly Hotel-Gym, wo manchmal auch noch schön sind, das möchte ich nicht Wir können ja rausgehen walken am Bodensee. Das würde ich im Fall noch viel eher machen, das machen wir, glaube ich, auch. Gell, ich möchte dann Aber dann irgendwie nicht unbedingt my walking shoes. ja, also wir nehmen Turnschuhe mit, aber ich nehme sicher keine Sportkleider mit. Ausser, das müssen wir jetzt noch anschauen, ob es ein Yoga-Angebot hat. Also, so ein Morgen-Yoga würde ich jetzt noch am ehesten Das fühle machen. ich im Fall schon. Wir können auch einfach selber unser Morgen-Yoga machen. Das können wir machen. Ich bin die Lehrerin und ich sage dann immer so, breathe deeply. Nein, okay. Sorry, wir haben den Faden verloren. Wir nehmen die Sportsachen, also begrenzt nehmen wir mit auf unsere Spa-Review, die wir jetzt dann machen. Aber ich habe einfach irgendwie so, einfach mich verleiten lassen, eben von wegen Shit, I did buy, das habe ich glaube ich erzählt, habe ich ein Abo gelöst, weil es einfach irgendwie 70% Rabatt hat. Und zwar ist das irgendwie so eine Anbieterin, und die sehe ich schon seit Jahren, und das heisst Body Groove. Und zwar ist das einfach irgendwie so eine ältere, weißt du, so eine ehemalige Hip-Hop-Tänzerin, die einfach irgendwie, weißt du, so quasi einfach tanzt. Und das ist so ein bisschen Ausdruckstanz. Und sie hat so Videos, wo random Frauen im Hintergrund von jung und alt und irgendwie so zum Teil quasi körperliche Einschränkungen und so. Manchmal und man hat eine, die sitzt. Weißt, immer so sehr viele Adaptations, weißt du, wie du es kannst machen, irgendwie so High-Level und so. Und ich habe gefunden, also weil ich tanze eigentlich schon noch gerne, dann habe ich gefunden, hey, weißt du, das löse ich mir jetzt selbst. Dann kann ich einfach ein bisschen tanzen und das macht ja auch gute Laune, oder? Und dann habe ich das irgendwie gelöst und letzte Woche habe ich bei der allerersten Stunde, ich bin so wirklich aufgestanden, weißt du, wie so Pyjama abgezogen, schnell die Sportklamotten angelegt, von jetzt dance ich da irgendwie eine halbe Stunde. Und Han, weißt du, wie sie dann irgendwie sagen, du tanzt dann so ein bisschen mit und dann nachher werde ich so, weißt du, so manchmal so ein bisschen ehrgeizig. Und dann nachher sagt sie immer so, weißt du, du musst eben so manchmal rumlaufen, so tanzend laufen oder laufend tanzen. Und dann hat sie gesagt, ich könnte so, weißt du, machen einfach Bewegungen, die irgendwie so intuitiv kommen. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen rumzukicken und habe wirklich, glaube ich, irgendwie nach 6 Minuten so fest, ich habe mir gefunden, ich mache jetzt so eine Drehung und habe so fest in die Kommode da reingekickt. Und weißt, mit dem grossen Zehen, weil ich so, und dann bin ich schnell am Boden so, und ich musste Pause machen. Position. Und ich habe wirklich zuerst, weißt du, schon bewegen. Ich so, also gebrochen ist ja nicht, weil sonst würde das jetzt unglaublich wehtun. Aber es ist einfach stecken. Ich gefunden, wie so, sorry, ich bin jetzt schon dran, ich kann mich natürlich jetzt noch schnell fertig tanzen. Und ich kann euch erlösen, der Zehen ist nicht gebrochen. Aber er tut jetzt auch, das ist jetzt mehr als eine Woche her, und er tut mir immer noch weh, aber es ist nicht so, weißt du, er ist nicht irgendwie mega geschwollen oder so. Aber einfach, und das ist im Fall die zweite Tanzverletzung, die ich schon habe. Weil ich die Schulter irgendwie so versichert, als ich irgendwie so einen Tanzworkshop gehostet habe. Vielleicht sollte ich einfach nicht tanzen, vielleicht muss ich einfach auf das fucking Velo sitzen, auf meinen Ergometer und einfach strampeln. Weil irgendwie so, ich tue mir immer weh, wenn ich tanze. Es ist völlig daneben. Dabei will ich doch nur tanzen. Kennst du das? Monty Python? Nein, okay, sorry. Ja, dann, das kennst du nicht, aber... Okay, genau, kommt dir sehr ähnlich vor. Also eben, ich habe eine Tanzverletzung davor getragen. Ich finde, über das können wir reden. Ich muss jetzt einfach low-key tanzen. Vielleicht gehen wir einfach gescheiter laufen. Vielleicht ist es besser. Ja, ich finde so ein Yoga. Okay, aber so ein bisschen tanzen, weißt du, so ein bisschen nein, okay. Hey, tanzen ist einfach wirklich das, hey... Wir können auf die Eisbahn. Nein, das kann ich nicht. Ich zeig das. Zeig dir das. Ich bin die, wenn ich auf die Eisbahn gehe, wünsche ich mir immer, ich könnte einfach im Dolder, auf der Dolder-Eisbahn gibt es doch die Pinguine und Eisbären, die Kinder sich heben können. Noch besser so. Stuhl, aber ja. Ich möchte einfach so einen, einfach für Erwachsenengröße. Das fände ich lässig. Okay, gut. Und hey, Guys, also ich könnte einfach immer abüben. Wir sind auf Instagram und who knows, vielleicht haben wir dann mal eine ganze Story-Serie von irgendwie so quasi Halbschnau Vollherz on Eis.
Okay, ich sehe es. Ich sehe es. I'm a bit Wir haben rusty, so aber ja, bring it on. Wenn du nicht kannst fahren, kommt, dann ist gut, dann I kommt will auf die shine. Liste. I will Ja, shine. super. So gut. Also, hey, ich glaube, wir haben euch genug zugequatscht. Und auch unsere eine Followerin, die gesagt hat, sie hören uns zum Einschlafen. Bleiben wir mit aufhören, gell? Wir können nicht jedes Mal der Sibylle oder wie sie heißt, Silvia, Doris, können sagen, Irgendwann wird es Mobbing, Steffi. gell? Es ist wirklich so, nein, ich habe voll mega Freude. Und es ist wirklich auch nach wie vor, wir haben mega Freude an euren Kommentaren und euren Inputs. Und schreibt uns einfach, wir finden es total les und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Jenny, sie so, also, bye. Was, nächste Woche, das hat mir niemand gesagt. Nein, aber haben wir niemand gesagt auf der Gruppe.